Guten Abend, Herr Görens. Guten Abend. Das Session zu Straßburg gouf an engem Aufgabendossier iwwer die sogenannten transnationalen Lëchten aufgestimmt. Könnt ihr uns kurz erklären, wobei es darum geht? Das ist eine Neuerung par rapport zu der bestehenden Praxis. Bis lo von 1979 und bis lo hat alle Deputierten an das Europaparlament selber gestimmt, erlockend eng löscht. Die gilt für die 27 Länder. Da kommen 27 Kandidaten drauf. Danach, wenn die Leute wählen gehen, haben sie 2 Wahlzettel, einen für die Deputierten aus ihrem Land zu bestimmen und die anderen für dann eine Selektion zu machen, ob der Liste für 27 die präsentiert wird. Wieso ist das Dossier auf einmal auf den Tisch gekommen? Das ist eine lange Forderung, dass das, wie wenn die von heute gestern wird, die gibt schon praktisch 20, 25 Jahre. Weil gemeint ist, wir gut von auch der Europäischen Union an der Besetzung für den Hauptposten eine große Legitimation hat. Ein Kommissionspräsident, der aus den Wahlen hervorgeht, den Appui hat von einem großen Teil von den Elekteuren aus 27 Ländern, hat eine andere Basis für seine Arbeit anzufangen, wie den nur aus seinem Land kennt, von dann höchstens 30 oder 50 oder 100.000 Stimmen hat. Mhm. Die Idee ist nicht angeholt worden, aus welchen Gründen wegen die Auszeit? Das neben dem Streit zwischen Föderalisten, die hätten, dass die Europäische Union sich immer weiter integriert, an denen die Mengen kennen, dass Menschen nach zwischen den Staaten regeln, an der Mengen der Europäischen Union wie mehr wie zum von den 27 Ländern. Die Europäische Union als am Anfang eine politische Entität, die an ihre Vernetzungen nicht mehr die einfache Segmentierung von dem ganzen 27 Paaren gerecht wird. Nein, wir sind eine politische Entität, die muss sich behaupten an der Welt. Die Europäische Union muss an ihrer Außenpolitik, an ihrer Wirtschaftspolitik, an ihrer monetären Politik, an der Exekutivgewalt, die zum Teil von der Kommission, zum größten Teil von der Kommission ausgeübt wird, ein Gesicht tun. Das Gesicht soll eine Legitimität tun. Die Wähler sollen sich an dem immer kennen. Dafür ist der Versuch durchgestartet. Denn Emmanuel Macron, der französische Präsident, ist auch ein Anhänger von dieser Idee. Welches Signal sendet er in Richtung Frankreich? Das ist ein Signal in Richtung Frankreich, dass die Idee danach prämaturiert ist, wenn die just die Arithmetik bemäht. Ich meine auch, dass ein bisschen andere Gedanken mitspielt bei einzelnen Deputierten, an einzelnen Regierungen, dass Herr Macron den Ton angeben, dass das penibel ist, dass die anderen praktisch alle versichert sind, hin dass denen den Themen nur geht, und die anderen sind nicht am Stand, frei genug, sehr genug darüber zu reagieren. Ich meine, ich spiele nicht nur Gedanken, sondern auch einfach die anderen Gedanken. Das tut wir eigentlich ein demokratisches Instrument gewirrscht. Wieso ist das nicht angekommen bei verschiedenen Parteien, notamment der Europäischen Volkspartei, die an ihrer Entität quasi dagegen gestimmt hat? Bei der Europäischen Volkspartei sind wir ein bisschen erstaunt, dass die nicht dafür sind, weil finden nicht nur Argumente dagegen, finden nur einfach die Argumente dafür. Die haben empfangen an den Entscheidungsprozessen, die wir haben nicht immer eine sportlichen enger Lesung, die überhaupt kein Urteil hat, an einer anderen, die lauter Urteil hat. So einfach ist es nicht. Meiner Meinung nach hat diese Vorstoß unter dem Strich mehr Vorteile gehabt wie Urteile. Es kann nicht so sein, dass eine riesig große Wahlzirkonskription mit 500 Millionen Leuten, okay. Es kann aber auch so, wenn der Präsident der Kommission gewählt wird, von so einer breiten Basis, dann hat er eine andere Legitimität. Das Argument als nicht Durchgang für die Leute zu überzeugen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie nach wahltaktisch oder wahlstrategisch beeinflusst wird oder inspiriert wird, für dagegen zu stimmen. Jedenfalls fand ich bedauerlich. Wir hätten gestern mit der EVP eine breite Majorität kriegen. Leider ist das nicht zustande gekommen. Aufschließend noch vor zu Deutschland gesagt, wie wenn nur mehr wie 5 Monate endlich eine Regierung stehen oder kurz hier drunter wäre. Also, Möglichkeit dafür, dass es nächstes eine französisch-deutsche Achse kann konstruktiv und ein Projekt EU schaffen. Ich hoffe, dass uns noch überzeugt, dass Deutschland oder Frankreich Modus Vivendi für uns schaffen. Zu dem Moment, wo wir heute ein Interview abholen, ist dann nicht sicher, ob der SPD nach Wahl geht zu der Koalition. Ich meine, aufgrund von dem, was er riecht, können sie das ruhig machen. Und dann muss relativ schnell Antworten kommen. Ich hoffe noch, dass Madame Merkel sich für das Europaparlament präsentieren kann, für dann den neuen Kurs von ihrer
Regierung zu erklären oder den Herr Schulz als Außenminister. Jedenfalls, wir werden mit Spannung drauf, wie es so entwickelt, weil wir werden lo effektiv durch die 5 Monate lang undauernd Krise in Deutschland blockiert, dann Zeit ist kurz. Der Macron hat keine 5 Minuten nach 4. Madame Merkel hat doch schon ein halbes Jahr verbracht von ihrer Legislatur, die sowieso nicht kurz ist, wenn noch nach fest, dass für die nächsten Wahlen auch an den letzten Monaten nicht schrecklich viel lebt, dann ist die Zeitspanne extrem kurz. Und es geht nicht nur in Europa, Deutschland und Frankreich, die noch nach 25 Jahren Staaten. Die haben auch das Recht für etwas zu sagen. Aber die wissen auch, wenn Frankreich und Deutschland sich nicht eins gehen, dann ist nicht viel zu machen. Viel muss merci. Gern geschieht. Schönen Abend.